Hallo zusammen, es ist Montagmorgen. Ich habe jetzt gerade das Video geschnitten. Entschuldigung für die Verspätung nochmal. Aber ja, wir sind mit dem Michi und mit dem Patrick gestern Abend angekommen. Und ja, gestern Abend hat es einfach nicht mehr gelangt zum Videoschneiden. Es ist jetzt aber geschnitten. Die Woche fängt an. Willkommen in Dresden. Michi und Patrick. Jetzt mache ich mal dir und weil alle anderen, sie schlafen noch. Aber es geht los! Wuhu! Eine Woche voller Elan und ganz einen klaren Plan. Mal schauen, was alles so geht. Hey! Wie sich's von alleine versteht. Es wird spannend. If you think bigger is better, then you might wanna think again. 'Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Vor allem ist es schön, der Michi, wo ist der Michi? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da hinten bei der Fahne, dort ist unter der weißen Fahne. Und da haben wir den Patrick am Filmen, die andere Kamera haben wir schon gesehen. Da unten ist das Abfall und dort ins Netz muss es, weil nachher nimmt der Heli alles mit. Haha! Schritt für Schritt kommen wir weiter zu einem sauberen Dresden. So ist es. Ich habe so Freude, so richtig. Did you know the world around us is much more than one big thing? Montagmorgen, herrliches Wetter. Little things joined up together that make me wanna sing. Abfall ist biegen. Ha! Jungs, danke vielmals für den ersten Schritt. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt zum Affenbiegen. Das Haken setzen ist so etwas Lässiges. Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Appreciate the small things, the small things. Appreciate them all. Was machen wir jetzt? Schweinestall und dann wir ein paar Bäumstämme zum Schweinestall anbringen. Ja, los, machen wir das. So, jetzt sind wir hier beim Schweinestall, oder? Wie genau so ist, was ich jetzt nicht mache, ist zum Beispiel den Baum rausschneiden, aber etwas auf dieser Höhe, dass ich es nachher brauche. Und die Bäumstämme rundherum auch da bringen, dass es da ist, um nachher den Schweinestall zu bauen, Dach und Wand. Wie da der Innenwand gibt es Holzrügel, so gestellte, und oben drauf, zum Beschweren, gibt es nochmal Holzrügel und Baumstämme als Dach und dann gibt es ein Gründach oben drauf und die Höhle ist da. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all? It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. From all the tiny little critters to all the good deeds you have done, they add up to something bigger, and then you get the whole in one. So appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Just appreciate the small things, the small things. Appreciate them all. Granules of sand make up the beach. Beetles and ants, there's more than one each. Think of the littlest thing you can fathom. Is it a molecule or an atom or maybe a quark? What the? Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Yeah, just appreciate the small things, the small things. Appreciate them all. You don't need $1 billion. Aber sieht es fein! Also da, die Rügel,
Die sind für den Pilzkurs. Am 1. April findet nämlich der erste Pilzkurs da oben, naturnaher Anbau von Pilz mit dem Etienne von speisepilze.ch. Es hat noch ein paar wenige Plätze, falls ihr euch anmelden wollt. Einfach melden auf paradieschi.triesta@gmail.com. Und schon bist du dabei. Das ist alles für den Schweinestall. Die zwei. Gold wert sind's! So Gold wert! Remember me, Earthworm Bill. I ate your lunch when you'd had your fill. Put it back in the ground, that is my skill. To help your garden grow. Hey. Jetzt ist Punkt 2 und schau mal, 2 Säcke, ein Flug, Abfall auch schon weg. Wir haben sogar ein Kompliment bekommen, wir sind gut vorbereitet. Ha! Hey Patrick, danke für deine Säcke, das hat einfach gerade richtig etwas geholfen. Sehr gut. Ja, Hammer. Jetzt tun wir, jetzt machen Mal wir. ausräumen, oder? Ausräumen, ja, dann können wir Bäume pflanzen. Yes. Hey, wenn wir ein Ratenspiel machen, was könnte echt in diesen Schachteln drin sein? Okay, ich weiss, es könnte irgendetwas sein, darum verrate ich es euch. In diesen 3 Schachteln sind 3 Solarrechner drin. Aber mehr verrate ich noch nicht. Wir schauen es dann. In einem späteren Video werden wir den Solarrechner vorstellen. Das ist ein Grund zum Abonnieren, damit es sicher nicht verpasst ist, auch noch das Glöckchen läuten. Und jetzt geht der Helikopter vorbei und I'm Earthworm Bill, Earthworm Es ist so Bill. schön. Remember me when you have a spill. Earthworm Bill, Earthworm Genau, einfach reinstecken, festpressen. Wildhecken gibt es. Wildhecken. Da zum Beispiel jetzt gerade. Kann ich es nehmen? Da haben wir einen Liguister. Bill, Earthworm Bill. I help your garden grow. Hey, just keep me damp and keep me cool. Leave me in the dark with your scraps for fuel, and I will be the sharpest tool to help your garden grow. Yeah, I'm Earthworm Bill. Hey, Earthworm Bill. I eat all day while I dig and till. Yeah, Earthworm Bill. Michi, das ist ein bisschen schräg. Der Boden, der Baum. Ein kleiner ruhiger Moment. Ja. Ja, jetzt, Abschied nehmen. hey, nach 4 Tagen. Ja, fast 5 Tage, Ja, oder? fast 5 Tage. Schön war es mit euch beiden. Hey, Ja? Hey. geile Sache. Session gewesen. Ja, gut, das haben wir geleistet. Muss Hä? ich auch sagen. Ja. Hey, Wir wissen, was wir gemacht haben. und ich glaube, wir haben einen riesengroßen Like verdient und einen Kommentar noch dazu. Und überhaupt, hey, Macht's geil gut. ist es. Hey. Bis bald. Kommen gut heim, ihr zwei. Und bis bald, ja. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss. I have 5 hearts, so I got all the love, but I keep it down underground, not above. Wir sind fertig. Yay! Jetzt haben wir gerade noch die letzten Schwarzweide. Die Schwarzweide, das letzte Schwarzweide gepflanzt. Jetzt sind wir bei 200 Sträuchern und Bäumen gepflanzt in 2 Tagen. Mit dem Michi und mit dem Patrick. Beim Patrick haben wir 150, das sind 350 Bäume und Sträucher gepflanzt innerhalb von 4 Tagen. Schön ist es. Da habe ich zum Beispiel auch meinen Eingang vom Jacks Garten 3 wieder aufgestellt. Da mache ich so einen schönen Gartenbogen, Eingangspergola, keine Ahnung. Ja, und sonst haben wir Mistelbeer, Mispel, Felsbiene, Sandton, Schwarzton, Kronelkrise, ja, so viel Verschiedenes. Aber jetzt gehe ich das Mittagessen und dann muss ich das Abfallproblem lösen und dann müssen wir schon anfangen parat machen für den Markt. Weil am Freitag, heute ist ja Dienstag, am Freitag sind wir auf dem Markt zum ersten Mal. Also, sind gespannt. Im Video geht noch einiges. Haha!
Oh ja, und morgen bin ich im Mykra. Also morgen gibt es nicht viele Videos. Aber hat sicher noch Abfall. Playing games of push and shove to help your garden grow. Hey, I'm Earthworm Bill, hey, Earthworm Bill. So, jetzt sind wir gerade gegenüber von Dresden beim Nico. Hydraulik Vermietung, Maschinenvermietung. Wir tun das bisschen vermieten, damit wir den Abfall entsorgen können. Ja, ist nicht anders gegangen. Wenn das Ladenwagen schnell mieten, schnell Stunde, dann ja, so ist es. So, jetzt sind wir auf dem Weg retour. Das Auto ist wieder leer. Ich habe gerade gemerkt, wir haben gar nicht gefilmt, weil wir sind so im Schuss gewesen, weil es ist jetzt ist 5 ab 5 und am 5 macht ja alles zu. Und wir haben jetzt alles noch schnell müssen erledigen. Schnell, aber weißt du was? Claudia ist so gut und ich unterstütze sie, wo ich kann. Und so schaffen wir alles immer gerade rechtzeitig. So, letztes Mal haben wir es vergessen. Das Mal, gerade vom Anfang an. Hey, schau da, hast du sagen, wir sind wieder zusammen unterwegs. Ja, das filmen wir. Aber weißt du, jetzt hänge ich auf, weil ich muss noch Heu sagen. Falls du fragst, wieso wir überhaupt Patrick getroffen haben. Es gibt immer einen Grund, um den Patrick zu treffen, weil es ist immer schön, ihn zu treffen. Und plus, er hat uns einen Wagen organisiert. Und den hat er jetzt bekommen und für den haben wir abholen und auftragen. Ja, der Milan war wieder mal auf Besuch. Und der Milan hat kurz Prozess gemacht, wie ihr seht, mit, vermutlich ist das Stefanie. Ja, der Heiner hat halt eine weniger. Joe, sind der Rest noch bei dir? Hä? Sind alle noch bei dir, Durst? Die zwei sind draussen und wollen jetzt Fraß essen. Eieiei, komm heim von der Schule, geht's voll ab. Aber gell? Schrecklich wie es ist und traurig wie es ist. Gell, der Milan muss auch etwas essen. Es gehört halt einfach dazu. Man sieht es zwar nicht so richtig, vielleicht auch meine Jacke. Es regnet! Das ist wenigstens schön. Jetzt heute Abend ist es am Regnen. So richtig. Ha! Helle Regen! Guten Morgen, ich habe mega Freude. Es regnet zwar gerade nicht, aber ich habe eine Möglichkeit, meinen Hut anzulegen. Ich habe den Bogen her. Ja, dann ist es jetzt halt so. Ja, es hat die ganze Nacht durchgeregnet. Wie ihr seht, es ist nass. Es tropft immer noch. Nicht Regen. Und das heisst, ich gehe jetzt zu den Tieren, mache Tiere, gebe ihnen Futter. Sie werden heute mehr Heu brauchen, weil sie wahrscheinlich nicht so Lust haben zum Rausgehen. Und dann werde ich den Kompost umbiegen, damit es noch mehr nass wird. Ich habe so Freude, alles wird nass. Und dann gehe ich schauen, ob ich noch ein paar Löcher grabe. Und auf die Elfi kommt ja Besuch heute. Ja, wir können Besuch haben. Wieder mal. So schön. Und ja, darum muss ich jetzt Gas geben. Mal schauen. Vielleicht filme ich, vielleicht nicht, aber ich habe so Freude. Ja, Drake, das ist Rhabarber. Da wächst der Rhabarber. Überall wächst der Rhabarber. Wasser beim Waterloo läuft nicht. Trotzdem, dass es geregnet hat. Das heisst für mich, ich muss nachher zum Bach rauf, weil wahrscheinlich läuft viel Wasser wieder. Und dann hat es dort den Einfluss vom Rohr und vielleicht das Rohr verschoben. Und darum kommt es jetzt nicht mehr dahin. Aber ja, wenn es regnet, regnet es. Ja, das ist natürlich auch etwas auf der To-Do-Liste. Dort oben verbessern, damit es nicht immer rausgeht. Aber ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht jetzt am Anfang, wenn es rausgeht, wenn viel Regen kommt. Weil ja, der Boden wird ja so nass. Und nicht, dass wir es übertreiben. Wir wollen ja nichts übertreiben. You love and gratitude.
Love and gratitude, love and gratitude. I'm so very grateful for this food. Grateful for the food, grateful for the food. Food is good, food is great. I love it when it turns up on the plate. So I really want to thank everyone who made it and give them a shout out before I ate it. Thank you, love and gratitude. Love and gratitude, love and Ganz ehrlich gratitude. gesagt, habe ich am meisten Freude, dass der Kompost nass ist. Weil es ist schon langsam sorgeregend gsi. Der Kompost ist nur noch Staub gsi. Das hat gar nicht mehr. Das hat sich ist einfach verkehlt, aber nicht versetzt so richtig. Ja, und darum ist jetzt wichtig für mich, zum alles zu kehren. Überall, weil es ist ja sicher schon nass. Aber ich will es kehren, damit das, was noch nicht nass ist, sicher auch noch nass wird. Und das, was nass ist, in die Mitte geht. Und so ein bisschen auch anfängt richtig zu arbeiten. Seht ihr, was ich meine? Ich habe jetzt knapp ein bisschen gedreht, so der Oberfläche ein bisschen gedreht. Und es ist schon wieder voll zu trocken. Also trotzdem, dass es die ganze Nacht geregnet hat. So trocken ist es bei uns. So, jetzt habe ich alles ein bisschen gekehrt und umgerührt und gemischt und so. Damit die Feuchtigkeit auch verteilt. Ja, es ist schon auf der Liste. Eine Wasserleitung dahinter ziehen, weil eigentlich muss ich jeden Tag auch den Kompost gießen. Habe ich gemerkt, weil sonst geht das nicht, vor allem im Sommer. Also braucht es dahinter eine Leitung. Ich habe schon vorbereitet und es ist da im Gedanken. Wieso nicht? Das ist ja schon lange. Ja, das kommt noch. Das ist so ein Stäbchen, wo, ja, falls du raufkommen willst und mit mir Wasserleitungen verlegen. Ein Stäbchen, das wir zusammen machen könnten. Ja, jetzt muss ich. Bobby und Molly, sie wollen gar nicht mehr warten auf ihren Heu. Das heisst, ich muss jetzt heute zusammen. Sehen Sie, sie können kaum so warten. Das heisst, jetzt gehe ich mal Bobby und Molly füttern, gell? Geh Molly, geh schon voraus. From everybody who made the food and everybody who got the food. To the Die Hirne sind auch gemistet. Alles ist gemacht, Kompost gekehrt. Ich meine eben, Misten. Hirnmisten macht auch heute Sinn richtig fest. Wieso tut der ganze Gacki auf den nassen Kompost? Eben. Einfach geschlossener Kreislauf. Apropos geschlossener Kreislauf, es ist 5 ab 9. Das heisst, ich gehe mir zu 9 nehmen. hand that picked the food and the land that grew the food. The living thing that was the food and the pollinator of the food. And thank you, whoever discovered the food and first fell in love with the food. So, ich gehe jetzt rauf zum Bach, das Wasser einleiten. Ich glaube, mein Nattel da, weil ich bin etwas am Abladen und gleichzeitig muss es noch laden. Ja, darum, ja, weil ich will den Tank füllen. Jetzt, wo es viel Regen hat und so, ist das ein guter Moment zum Wasser speichern. Thank you, love and gratitude. Love and gratitude, love and gratitude. I'm so very grateful for this food. So grateful for the food, I'm grateful for the food. Ja, so, ganz gute Leute sind jetzt bei uns auf Besuch gewesen. Sie sind leider am Gehen, wir sind so beschäftigt mit Schneidern und zeigen. Gerne zum Filmen gehen. Nein, aber Miriam und Ivo, jederzeit kommen wieder, hä? Hey, war sehr unbedingt. schön, war Oh, echt. wenn- Kommt hierher, das ist so eine coole Sache, das sind so liebe Menschen. Kommt das besuchen, es ist wirklich eine super Auszeit von eurem stressigen Alltag, nur zum Empfehlen. Danke vielmals, Und ich muss euch fragen, habt ihr schon unseren Kanal abonniert? Natürlich. Super! sehr gut. Dann macht es mit Sie zwei. Abonniert unseren Kanal, dann liken, dann kommentieren. Und weiter erzählen. Und bitte erzählen. Ciao zusammen! Ciao, ciao. So, Donnerstagabend und wir haben entschieden, wir haben gegen 2 Höge außer am Hag nochmal, weil Freya tut einfach ab und zu mal ausbüchsen. Es ist nicht das Problem, weil sie bleibt immer da, wirklich. Und sie lässt sich wieder abrufen, gell Claudia? Ja, das macht sie super, aber es ist trotzdem blöd, vor allem wenn wir weg wollen. Genau, und es ist ein Auftrag mehr jedes Mal. Also
machen wir da zu und dann kann Freya auch Freya nicht mehr raus. Und vielleicht haben wir dann einfach mal Ruhe, oder? Ja. Wie was sind wir? Cool sind wir. There's a place I'd like to be, in the middle of the deep blue sea. Bob with the fishies all day long, it's true. Take a crawl with the submarine, a breaststroke with the mermaid queen. Head back for a doggy paddle with you. Go a bit of a crawl, backstroke, look at that. Whew. Check out my breaststroke, that's magical, that is. Surf the waves with the dolphin crew, hold your breath with a whale or two. Butterfly with a manta ray called Jim. Play safe in the 7 seas, go deeper than up to your knees. Time to take the plunge, let's learn to swim. Teich Nummer 1 ist jetzt gerade erschlossen worden. Ja, so schön. Come on kids, break out your swimmers, get in that water. You'll be safe though. Bit of a crawl, bit of a doggy paddle, don't matter, you know. You can look as silly as you like, as long as you play safe. Remember kids, you will never ever look as silly or stupid. Ach, ist das schönes Wetter. It's me, I know, it's bleeding well true. Thank you. Es regnet, es schneit, es tropft, es ist laut. Es ist herrlich, alles wird richtig nass nochmal. Alles, was ich gestern gegraben habe, wird benutzt. Und. So gut, so gut, so gut. Jetzt hat es nochmal angefangen zu regnen, vorne hat es aufgehört. Ich bin gar noch nicht bei den Tieren, weil ich bin so begeistert, ich bin beim Wasser. Und ich muss es euch jetzt zeigen, wie das Waterloo-System. Wow, es ist alles verbunden und es läuft. Also, noch nicht ganz bis im Food Forest über, aber schon richtig gut geht es über. Ich zeige es euch jetzt. Warte, komm, wir gehen rauf. Also, eins ist wahrscheinlich selbsterklärend, oder? Wenn du die Wasserwege und Wasserarbeit machen willst, machst du es am besten, wenn es regnet. Weil, und gut beobachten, gut schauen, wo es durchfließt. Weil auch jetzt beim Laufen, klar, ich habe den Weg, aber ich kann schauen, wo fließt das Wasser durch. Weil jetzt, wenn es regnet und es so trocken ist, fließt es oben durch und Wasser findet immer den einfachsten Weg. Und diesen Weg kann man nachher einfach zu Routen machen. Ja, von allein. Zum Beispiel sehen ihr da, wo Wasser abfließt. Das hat nichts mit mir zu tun. Aber das ist ein Ort, wo ich schauen muss, dass ich das speichern kann. Oder verlangsamen. Oder am besten, also ich habe jetzt gerade das Gefühl, so über den Hang nehmen. So überleiten, dass es da rüberkommt und wieder zurück. Dort oben habe ich ja noch ein Teichchen. Das ist schon richtig verbunden. Und ich zeige es euch jetzt. Seht ihr, da wächst der Rhabarber zum Beispiel. Und da kommt es drauf. Fließt da rein. Fließt dann nachher dort weiter. Man sieht schon, was drüber fließt. Jetzt ist es so, wenn es läuft, also vor etwa einer halben Stunde ist es da so richtig drüber gelaufen. Und ich sehe ja da hat schon, sieht man da, wo das Wasser gebildet hat. Aber das hat sich jetzt natürlich reingezogen und es verlangsamt sich wieder. Das heisst nicht, dass es nicht fließt, das heisst einfach, das Wasser mag aufnehmen. Und darum verlängert sie sich, bis das Wasser genug aufgenommen hat. Und dann wird es wieder schneller. Oder läuft mehr. Zwischendurch habe ich da Steine, damit es nicht abfließt, damit es ein bisschen gerichtet ist. Wobei, gell? Wenn es abfließt, fließt es einfach im Hang weiter und überall, da hat es ja überall Wasserweg. Ja. Da sind wir bei der Benjeshecke zwischen Jacks Garten und Klanghang. Und da gibt es eine Intersection, verschiedene, da kommt es oben runter von Klanghang. Ein Teil geht da durch Benjeshecke und ein Teil geht dort ab zum Jacks Garten.
Der Überfluss, also der zweite Swale, kommt da ab und geht nur noch zu Jacks Garten. Da bin ich auf dem Abweg zum Jacks Garten, geht es links weg und da rechts weg, also da verteilt sich auch wieder, damit alles draussen wird. Ich meine, da haben wir ja überall Flächen. Aber was drüber fließt, fließt dort unten ins Swale rein. So wie da. Ich habe nicht gesehen, da schon. Der Swale, also der Wasserweg da unten, füllt sich rein von Wasser von da. Der Tank ist geschlossen. Der Tank ist voll und ist als Reserve. Also der Tank fließt nicht. Und ja, fortlaufend läuft es weiter und weiter und irgendwann läuft es dann dort unten den Weg auch in Food Forest rein. Also Waterloo, nochmal erklären, Waterloo tut nicht nur Jacks Garten bewässern und Klanghang selber, sondern langfristig wird es auch den Food Forest bewässern und vor allem den Mandelhügel. Ja, seht ihr schon, wie es da reinfließt und jetzt dort oben in der Becken sich Wasser ansammelt. Mit Überlauf und Sammelbecken. Da in einer Barbaren. So, jetzt oben bist du auf dem Klanghang. Wie ihr gesehen habt, hat es richtig Druck auf die Leitung. Das fließt hinterher. Es fließt drüber, aber da ist kein Problem, weil da fließt es da rein. Ja, und dann fließt es da runter. Und das ist eben da, wo es die Kreuzung gibt. Einmal runter, einmal rechts. Aber eben da hinten geht es auch runter in Jacks Garten. Ja, gehen wir nachher. Microbiome. Oh, what have you done to me? We're all entangled together in one living community. Microbiome. You're a key to my survival. Dark of my insides to my ocean of saliva. Yeah. Oh, microorganisms all over my system. I've got a suspicion that we're one and the same. Oh, microbiome. What have you done to me? Microbiome. This might sound kind of insane. Yeah, well, maybe I'm crazy, but it's like you're some kind of giant brain. Oh, microbiome. I don't know if... Also ich weiß nicht, ob es gehört, aber ich habe eine scheisse Freude. Es funktioniert und ja, jetzt zumindest ist der Garten bewässert, weil es vom Bach läuft. Das heisst, es könnte theoretisch das ganze Jahr einfach plätschern. Und nicht vergessen, ich habe ganz viele Rhabarberen, also die mir helfen, dass nicht zu viel Wasser im Boden sind, weil die saufen und saufen und saufen. Und ich komme ja noch ganz viele Pflanzen rein, aber ich habe eine Scheissfreude. Wasserarbeit ist das erste Grundinstallation. Und nicht vergessen, machen es, wenn es regnet. Dann ist es am effektivsten. Und dann musst du nicht raten, sondern nur zuschauen. Also eben, da kommt es jetzt oben runter von Waterloo. Da drüben, da innen hat es noch jenes Rhabarber, sieht man auch, oder? Ja, und da fließt jetzt weiter. Da kann ich entscheiden, oder beides, da rechts durch zum Food Forest, damit es dann bewässert. Und da links durch, wo es jetzt natürlich läuft,
zum Meer auf den Mandelhügel. Da kann ich wahrscheinlich dort, komme ich dort rein, von wo ich vom Jack's Gate rauskomme, kann ich es verbinden. Und dann dort durch weiter, ohne durch. Ja, aber vermutlich, so wie ich mich kenne, gehe ich in beide Richtungen. Or 100 trillion and two. 'Cause you Aber seht ihr, was ich meine? Es geht nur, wenn es regnet und viel Wasser fließt. Weil eben bis dahin, so viel Wasser da rein, habe ich noch nie gehabt bis jetzt. Also ist es auch noch nie weitergeflossen, also habe ich auch nie schauen, wirklich, wo es läuft. Also raten, ja, aber im Garten muss man schauen und hören. Und dann weiß man es einfach. Es zeigt einem einfach, da will ich durch. Dort oben ist der Überlauf. Da kannst du da oder ab. Da führen. Ja, und da hin. Und wie ihr seht, der Boden ist trotz Regen, wo jetzt 2 Tage mit Tag dazwischen frei, ist es trotzdem recht trocken. Und das Wasser kämpft sich weiter. Und ja, da geht es dann drauf. Aber jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee. Und ja, Claudia zu erzählen. Und ja, Sunny und Breeze sind ein bisschen im Regen draussen gewesen. Sieht man schon ein bisschen nass. Du bist ein kleiner Punk, Sunny. Aber hübsch bist du. Zeig mal deine Füßchen. Oh, so schöne Füßchen hast du. Gell? Oh, schöne Haufen. Schau mal, wie schön. Eine gute halbe Stunde, also 37 Minuten nachdem ich gesagt habe, ich gehe Kaffee nehmen, gehe ich jetzt Kaffee nehmen. Was habe ich gemacht, fragst du? Ja, ich habe den Kompost umbiegen, ich habe die Hühner gefüttert und rausgelassen, ich habe Geissen und Tesla gefüttert und Chef. Ja, Kompost biegen, ich habe mir den Rücken versichert. Also jetzt muss ich auch noch ein bisschen liegen. Ja, aber mein Auto, oh ja, das Wasserwerk habe ich auch noch verlängert. Kommt fast bis runter. Ja, auf jeden Fall, mein Auto morgen ist vorbei. Ich gehe Pause machen, ein bisschen anlegen und dann bereit machen für den Marktstand. Und ich würde sagen, so gegen die 2, 3 breche ich auf. Und gehe auf Wisp. Es geht los heute. Heute ist Freitag und es geht los. Der allererste Permakulturparadies ist Dresden Marktstand. Yes. Ein Neuanfang. Heute am Freitag, den 10. März. just make up my whole world. So Wie so oft stehen wir da. Aber heute ist etwas Neues da dran. Und zwar, es regnet. Ja. Das passiert auch Ja, selten. das haben wir nicht auf dem Video. Und wir sind beladen mit dem Marktstand. Also, wir gehen zum ersten Mal auf Wisp an die Pyramid. Yeah! Hey, die Saison fängt an. Schön ist, das meiste von das kommt beim Markt im Keller nachher. Und jedes Mal gibt es ja ein neues Sortiment und Abwechslung. Aber wir laufen jetzt los, sonst kommen wir noch zu spät. Wie schön ist denn das? Fortuna macht ihre Arbeit. Die Lea ist auch am Laufen. Ja, der Regen bringt Leben in Dresden. I gotta be good to you. Aber rutschig ist es, rutschig. Oh, microorganisms all over my system. I've got a suspicion that we're one and the same. Das dritte dann alleine sind wir müde. Aber Fena macht es gut. Schau mal die Leitung da. Schau sie an, wie stolz sie ist. Hä, so gut. Das wäre gut. Da müssen wir noch einiges leben. We're one and the same, same. Yeah, we're one and the same.
Claudia, bist du jetzt Also du musst fertig? wirklich so ein bisschen auf den Finger, gell? Und dann einfach so wirklich, also, ja. Du, Claudia, bist du Ja. jetzt fertig mit Aufstellen? Ja, ich bin jetzt fertig. Schau mal, wir haben T-Shirts von der Siderholt, wir haben Vogelhäuschen von Patrick, wir haben Seife von der Siderseiferei, wir haben diverse Saatgut vom Eschmatz. Also die Mutterpflanze ist in der Eschmatz oben. Und wir haben Quitte-Kombi, Wäschü-Kombi, Quitte-Chutney, Wäschü-Saft, Die ist, glaube ich, neu. Pauschkater und frische Eier von unseren Damen. Aber natürlich, wenn du Mitglied werden willst oder an einem Pilzkurs teilnehmen oder einfach im YouTube folgen, ist natürlich alles da parat am Start. Nüsse und ich natürlich zum Dummschwätzen. We're one and the same, the same, the same. We're one and the same. Es ist Sonntagmorgen. Es ist immer noch am Regnen. Alle sind am Schlafen. Und ich bin am Video schneiden. Ich hoffe, wir haben es genossen wieder mal die Woche. Wir haben es genossen, dass es geregnet hat. Und ja, hey, bald kommt wieder die Sonne und dann fängt es an zu blühen. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Danke fürs Schauen, Liken und Abonnieren. Und vor allem weiterverzählen. Hey, schön bist du da. Tschüss.